Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich antworte heute auf eure Fragen, die ihr mir in den letzten Tagen geschickt habt. Es ist jetzt doch schon länger her, dass ich irgendein Video aus diesem Raum, also sprich aus meinem Zimmer gemacht habe. Ihr seht, die ganzen Bilder, die noch in den letzten Videos drin waren, sind jetzt weg. Dafür ist nur noch eins hier, mit jemandem von meinen absoluten Lieblingspolitikern. Ich probiere das als One-Taker zu machen, sprich ich habe mir die Antworten bzw. die Fragen, die ich möchte beantworten, schon ausgedruckt. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie geübt, dass ich darauf antworte. Also es ist ganz spontan. Ich habe sie gestern oben einmal durchgelesen. Ich habe mir jetzt über die Nacht ein bisschen Gedanken machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie die ganzen Sätze schon aus dem Stegreif parat habe. Wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr das hier in die Kommentare schreiben unter diesem Video. Ich probiere dann noch ein bisschen darauf zu antworten. Aber ich glaube, das Wichtigste sollte ich mal irgendwie auf die Reihe bekommen haben. Also, legen wir los. Der André Bühler fragt: Hoi Lionel, darf ich das Video anfangen? Bitte sehr, das habe ich jetzt gerade gemacht. Gratulation. Dann die zweite Frage kommt vom Hamza Raya, einem fantastischen Videokünstler, mit dem ich auch schon Videos gemacht habe. Der ist wirklich super lustig. Der schreibt: Woher holst du dir dein Allgemeinwissen über Politik etc.? Es ist verdammt breit und tief. Das hast du nicht aus der 20-Minuten-Zeitung. Es ist bei mir so, dass ich eigentlich aufgewachsen bin in einer Familie, wo Politik immer gern und oft besprochen worden ist, beim Znacht und dann natürlich noch im kollegialen Umfeld haben eigentlich auch die meisten von meinen Kolleginnen und Kollegen ein gewisses Interesse für Politik. Das heisst, ich kann mit ihnen die ganze Zeit darüber reden. Das heisst, eigentlich, ich glaube so, wenn du Leute um dich herum hast, die sich für das interessieren, dann interessierst du dich automatisch selber auch dafür. Also das heisst, wenn ich jetzt irgendwie, wenn meine Eltern und mein Bruder am Nacht immer nur von irgendwie Hundezucht geredet hätten, wäre ich jetzt vielleicht irgendwie Hundezüchter geworden oder so etwas. Keine Ahnung. Also ich glaube, es hängt einfach sehr damit zusammen, was für ein Umfeld du hast. Nächste Frage. Kannst du erklären, wie du es geschafft hast, dass dein Mikrofon kabellos ist, respektive was für ein Equipment brauchst und bin ich zufrieden damit? Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist kabellos, weil es die Aufnahme direkt im Mikrofon macht und nicht auf die Kamera übertragen muss. Das hat so Konsequenzen, das ist ja auch der zweite Abschnitt von dieser Frage, dass ich es nachsynchronisieren muss. Aber mittlerweile bin ich ziemlich routiniert und geübt und schnell mit dem. Das heisst, wenn ich die Audiospur und die Videospur und dann so die Tonwellen anschaue, dann sehe ich relativ schnell, wo das was zusammengehört. Also ich muss ja nicht irgendwie klatschen oder so, das macht man ja oft im Filmwesen, jetzt ja die Klappe. Ich brauche das eigentlich in der Regel nicht, sondern es reicht, wenn ich es höre. Und ich habe dann vielleicht pro Videosequenz 10 Sekunden, um das zu synchronisieren. Das heisst, wenn ich pro Umfragevideo 12 Leute interview, gehen 120 Sekunden fürs Synchronisieren, also 2 Minuten fürs Synchronisieren drauf. Ich finde das jetzt echt nicht so schlimm, also das mache ich gerne. Und das Mikrofon ist glaube ich H4 oder H5 Recorder. Ist eher teuer gewesen, hat glaube ich irgendwie 350 Stutz gekostet. Und dann habe ich noch so ein Rode Handmikrofon dazu gekauft. Das habe ich immer angeschlossen, aber irgendwann habe ich gecheckt, das ging eigentlich auch ohne das. Das heisst, das von Rode, das liegt jetzt einfach hier im Regal und wird nicht groß benutzt. Ich tue es vielleicht noch irgendwann mal verkaufen oder so, weil ich benutze es ja nicht groß. Und ja. Und wie gesagt, sorry, falls es ein bisschen in die Länge geht mit dem Video. Ihr könnt auch jederzeit einfach aufhören oder ein bisschen spulen. Und ja. MC4 fragt: Wieso ist Zürich besser als Basel? Ich vermute schwer, dass du die Tabelle aus Versehen verkehrt rum hast, aber ich weiß nicht, kannst du mal bei dir daheim anschauen. Noemi, fürs Q&A. Was hast du schulisch beruflich gemacht, beziehungsweise was machst du eigentlich neben deinen Videos? Das ist lustig, dass du sagst, neben meinen Videos mache ich etwas, weil eigentlich mache ich hauptsächlich etwas anderes und daneben mache ich die Videos. Ich studiere Jura in St. Gallen. Ich kriege immer mega viele Instagram-Direct-Nachrichten von Leuten aus St. Gallen. Hey, was machst du in St. Gallen? Machst du eine Umfrage? Nein, mache ich nicht. Ich studiere bei euch. Ich bin eigentlich unter der Woche in St. Gallen und am Wochenende in Basel. Und ein YouTube, ein YouTube, Facebook, einfach das Video produzieren, das ist etwas, das mache ich eigentlich nebenbei. Also ich verstehe mich selber als Student, der nebenbei ein Hobby hat, wo Video produzieren ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich hauptsächlich die Videos produziere und nebenbei so ein bisschen studiere. Das wäre natürlich schön, aber das Studium hat absolut oberste Priorität. Iammonur 8, falls ich das richtig sage. Was sind deine Zukunftspläne? Also, ich möchte auf jeden Fall mal bis zum Bachelor studieren, das ist sicher. Ich bin jetzt im 3. Semester, ich werde wahrscheinlich insgesamt 7 Semester haben, das heisst, ich habe noch mindestens 2 Jahre in St. Gallen, wo ich studiere. Daneben würde ich gerne weiterhin YouTube-Videos machen. Plus irgendwann chinesische Videos, natürlich, das nennt sich dann nicht mehr YouTube-Videos, weil YouTube gibt es in China nicht. Da gibt es dann die eigenen Plattformen. Es ist ein bisschen schwierig, die vom westlichen Ausland abzuladen. Ich habe zum Beispiel, als ich aus China heimgekommen bin, meine chinesische SIM-Karte mitgenommen und wenn ich die ins Handy stecke, dann habe ich wieder Zugriff auf den chinesischen App Store. Und wenn ich die jetzt nicht mitgenommen hätte, hätte ich keine Chance mehr, irgendwie die Plattformen oder die
die Apps zu öffnen, weil die erfordern natürlich eine Anmeldung mit einer chinesischen Apple-ID. So sieht das aus. Dann Swiss Chocolate. Willst du Anwalt werden mit deinem Jurastudium und wenn ja, Privat- oder Staatsanwalt? Ich muss sagen, Staatsanwalt ist schon interessant. Es ist halt auch, wenn du Staatsangestellter bist, hast du natürlich immer quasi die fixe Lohn und alles. Aber ob ich effektiv Anwalt werden will, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich finde zum Beispiel alles Privatwirtschaftliche, so richtig Unternehmen und so, auch mega spannend. Und es ist ja Gott sei Dank in der Schweiz so, dass sehr viele Leute, die Jus studiert haben, nachher nicht zwingend Anwalt werden müssen, sondern du hast eigentlich eine relativ grosse Palette an Auswahl, was du machen kannst. Und ja, ich freue mich eigentlich darauf, dass ich hoffentlich auch eine grosse Auswahl habe. Aber zuerst mal einfach studieren, das ist die Hauptsache, nebenbei die Videos machen, solange es mir Freude macht, mache ich das. Es ist ein Hobby. Und ja, das sind jetzt mal meine mittelfristigen Zukunftspläne. Hofergramm 66. Wie viele Stunden schlafe ich pro Nacht? Das ist eine ganz witzige Frage, weil man sagt ja, man sollte 8 Stunden pro Nacht schlafen. Und wenn ich 8 Stunden, wenn ich den Wecker quasi, wenn ich so einen Timer stelle auf 8 Stunden, dann bin ich mega müde. Wenn ich aber 7 Stunden 40 schlafe oder 8 Stunden 20 schlafe, dann komme ich bestens aus dem Bett. Und dementsprechend schaue ich immer, wie viel Zeit, wie viel Zeit ich am Handy noch verbringe, bevor ich ins Bett gehe. Klar, wir haben alle unsere Fehler, die wir ab und zu machen. Auch ich verfange mich an in so Fail-Compilations oder sowas. Und dann sind es entweder 7 Stunden 40 oder 8 Stunden 20. Aber nie 8 Stunden. Was irgendwie komisch ist, aber ich glaube, das hat mit diesen Schlafphasen nicht zu tun. Ich habe mal Biologieunterricht gehabt, wir haben das durchgenommen und ich meinte, es gäbe so REM-Schlaf und Tiefschlaf. Und falls ihr noch in der Schule sind, könnt ihr ja mal wieder in den Kommentaren schreiben, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, es hat mit diesen Schlafphasen zu tun. IBF HC Davos, okay. Lebe ich koscher? Nein, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Die wissen ja, dass ich jüdisch bin. Damals ist übrigens das Video auch verzögert, damals erst am Dienstag. Es ist nämlich vorproduziert, es ist jetzt Freitagnachmittag. Ich schneide dann Tschak und nachher am Montag, es kommt am Dienstagnachmittag, am Dienstag zu oben, weil Sonntag zu oben bis Dienstag zu oben ist jüdisches Neujahr und dann bin ich mit den Verwandten und alles pipapo. Und dementsprechend kann ich dann natürlich nicht irgendwie in Instagram noch eine Swipe-Up-Story machen und so weiter. Aber eigentlich bin ich absolut nicht koscher. Also ich wäre wie jetzt eine Art, wenn man mit einem Christ vergleichen würde, ein Christ, der nur für Weihnachten und Ostern in die Kirche geht. Ansonsten, ja, also so gut wie gar nicht. Wie viele Sonnenbrille habe ich? Also ich muss zugeben, der Sonnenbrillenverschleiß ist tatsächlich relativ groß. Sprich, mir gehen immer wieder Sonnenbrillen kaputt. Darum kaufe ich auch nie jetzt irgendwie eine teure Ray-Ban, sondern immer noch so eine H&M für 8 Euro oder irgendwie 15 Franken oder sowas. Weil sie mir einfach relativ oft kaputt gehen. Leider. Aber ich bin selber schuld. Dann, da habe ich glaube offenbar nicht geschrieben, wer die Frage gestellt hat, aber egal. Habe ich früher eine Zahnspange gehabt? Ja, habe ich. Bin ich froh, dass die Zahnspange weg ist. Ich habe sie nicht so gerne gehabt, aber es hat sich immer Essen verfangen und es ist schwierig, sie zum Zähneputzen. Also, ich weiss, was ihr durchmacht, dann alle, die Zahnspange haben. Okay. Was mache ich in meiner Freizeit, wenn ich nicht am Akkordeon spiele, Chinesisch lehre oder weirde Leute auf der Straße weirde Sachen fragen bin? Leider bleibt mir gar nicht so viel Zeit übrig dabei. Es ist zum Beispiel so, dass ich fürs Chinesisch jeden Tag etwas mache. Da bin ich ganz kompromisslos mit mir, egal was ich so gemacht habe. Ich probiere immer irgendetwas zu machen und auch möglichst lang, dass ich immer dranbleibe und alles. Dann Akkordeon spielen, das muss ich Gott sei Dank nicht so oft machen, sondern das bleibt mir einfach irgendwie. Ich gehe relativ gerne Badminton spielen. Ich habe einen Kollegen von mir, mit dem ich relativ oft gehe. Der Elia, ihr kennt es ja aus meinen Instagram-Stories, also wenn man auf Instagram folgt, der wird es vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Ab und zu gewinnt der Elia und ab und zu gewinne ich und das ist dann immer eine schöne Battle. Und sonst natürlich mit Kollegen shooten und so Sachen. Gehe gerne mal an einen Match, an einen FCB-Match oder an sonstige irgendwelche Sportevents. Und ja, so jetzt sind wir übrigens schon bei 10 Minuten oder fast 10 Minuten. Ich hoffe, ihr mögt noch, wenn es euch zu viel wird, dann könnt ihr einfach abstellen. Aber ich tue jetzt einfach wirklich ganz ehrlich und ganz lang und ausführlich auf die Frage antworten. Dann, Geminator, ich freue mich schon auf die Herbstmess-Videos. Oh ja, yeah, ich auch. Also ich freue mich hart drauf wieder an der Herbstmess. Das wird fantastisch, die Leute sind immer gut drauf, es gibt immer gute Antworten, und dementsprechend freue ich mich auch schon mega drauf. Jetzt noch ein bisschen, nein, nicht mal ganz einen Monat und schon geht's los mit den Herbstmess-Videos. Also ich freue mich mega und ich freue mich auch, dass ihr euch schon darüber freut oder drauf freut. Variety Good. Was zum Teufel ist das für eine Sprache? Sowas packt mein Schädel nicht. Grüße aus Bayern. Nennt sich Schweizerdeutsch. Ich habe übrigens mega viel so Kommentare.
Vor allem unter Videos, die irgendwie eine hohe Klickzahl haben. Das könnt ihr einfach mal eingeben auf meinem, wenn ihr auf Videos und dann beliebteste geht, dann seht ihr so, dass die Videos mit den meisten Klicks irgendwie in Deutschland für Wellen gesorgt haben und dann mega viele Leute aus Deutschland die Videos geschaut haben. Und nachher irgendwie so, okay, ich verstehe das ja gar nicht und so weiter und so fort. Das ist mega witzig. Könnt ihr mal schauen. Geht, wie gesagt, einfach auf meine Videos und dann auf beliebteste und dann seht ihr das. Könnt ihr dort mal so in den Kommentaren scrollen. Es ist mega witzig, was die Leute so... Und vor allem, manche schreiben mir so, lern Deutsch. Und dann schreiben sie Deutsch klein. Das ist ja klar. Ich korrigiere die dann immer. Also, Marius Bachmann, wie viele schlaue Antworten muss ich einmal rausschneiden? Würde mich wirklich mal interessieren. Wow, das hat sogar 252 Likes bekommen, das heisst, das ist wirklich eine Frage, die euch offenbar sehr wundernimmt. Also, jetzt sind wir mal ehrlich miteinander. Ich schneide natürlich die gescheiten Antworten raus, das ist klar. Die gescheiten Antworten will ja auch kein Mensch sehen. Oder doch? Nein, also ich glaube, niemand will das sehen. Das heisst, wenn ich jemandem vielleicht 10 Fragen stelle, schneide ich sicher an die 8 davon raus. Nicht zwingend, weil sie quasi zu gescheit sind, aber vielleicht einfach, weil andere noch lustiger sind. Aber oft ist es dann halt auch so, dass natürlich dann, das sage ich auch immer denen, wenn sie interviewt werden und nachher irgendwie mir ihre Kollegen schreiben, dann sage ich, also wenn wir ehrlich sind, 8 von 10 Fragen hat die Person XY eigentlich gut beantwortet. Und es sind jetzt einfach ein paar wenige, die halt natürlich dann den Weg ins Video geschafft haben. Aber wie gesagt, eben, eine gescheite Antwort will doch einfach keiner sehen. Sind wir ehrlich, oder? Also, machen wir mal weiter. PK. Schade, ich habe diesen Kanal sowie den Macher zur Unterhaltung wirklich gemacht. Wie dieser Kanal verkommen ist. Plakativste und stumpfsinnigste Unterhaltung, anstatt wie früher lustige Informationsquelle für junge Erwachsene. Aber, dümmer geht immer, Bruder. Okay, siehe da. Ich kommentiere es gar nicht groß, ich freue mich, dass es da so mit Humor kann. Leonard 43, Bodenstedt 28. Habe ich Angst gehabt, als ich allein ohne Freunde, Familie ins Ausland gegangen bin. Sie weiss nicht mehr, wo ich angegangen bin. Also, als ich nach Taiwan und später nach Peking gegangen bin. Ja, klar. Wenn du so das erste Mal 10'000 Kilometer von daheim weg bist und du weißt, du bist dort jetzt die nächsten 8 Monate, dann ist das natürlich ein mulmiges Gefühl. Aber erstens, die Vorfreude ich habe mega die Vorfreude drauf gehabt. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe gewusst, ich mache es ja für einen Zweck, für einen Sinn und Zweck. Und zweitens, ich habe immer eine Art Notfallbudget auf der Seite gehabt. Also wenn es irgendwie etwas mega blöd nicht unbedingt hätte heim müssen, hätte ich ohne Probleme einfach einen Flug können buchen. Jetzt nicht gerade Business oder First, das ist klar, aber immerhin Economy und hätte können heim nach Basel fliegen oder Zürich und dann mit dem Zug nach Basel. Und das habe ich übrigens auch gemacht. Also ich habe jetzt nicht das Notfallbudget dafür benutzt, aber ich habe meine Eltern überrascht. Als ich heimgekommen bin im Februar, ich habe es auch auf Instagram nie angekündigt, sondern ich bin einfach im Februar. Mein Bruder hat es gewusst, da haben wir uns Ende Dezember, Anfang Januar mal abgesprochen, dass ich im Ende Februar, irgendwie 4 Wochen schnell heimkomme, dass ich die Mami und Papi mal sehe, dass ich einen kleinen Skiurlaub habe mit ihnen, das wäre natürlich toll. Und dann hat er mich an einem Sonntagmorgen relativ früh am Flughafen Zürich abgeholt beim Auto und dann sind wir da heimgefahren. Und dann bin ich halt reingelaufen und ich war dann schon 5 Monate weg gewesen. Und der Papi ist dann Sonntagmorgen gewesen, er liegt auf dem Sofa, liest Zeitung und dann sieht er mich so reinlaufen, schaut mich an, sagt irgendwie so 2 Sekunden, 3 Sekunden gar nichts. Und dann sagt er nicht, schön bist du wieder da, er sagt nicht, was machst du da, er sagt nicht, wie bist du angekommen, er sagt, ich habe einen Herzinfarkt. Und ja, das ist dann die Erinnerung, also ich habe einen Herzinfarkt. So geht es ihm, wenn sein Sohn plötzlich zurückkommt. Aber klar, die Freude ist natürlich sehr groß und ich habe mich auch gefreut, dass ich noch für die Fasnacht hier angekommen bin. Und es ist natürlich auch nicht schlecht, weil ich dann nochmal Zeit hatte, um Videos zu filmen, die ich dann während meiner Zeit in Peking schneiden, aufladen und euch zur Verfügung stellen. Aber klar, die Story mit dem «Ich habe einen Herzinfarkt», ja, das erzähle ich dann auch mal wieder Kindern. Okay, wir sind gerade bei dem Thema Frage fürs Q&A. Wieso kann ich so viele Sprachen sprechen und warum so gut? Also erstens mal, merci fürs Kompliment. Ich kann 5 Sprachen, ich kann Deutsch. Wenn du Schweizerdeutsch dazu zählst, sind es 6, aber ich mache das jetzt nicht. Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Chinesisch. Ich würde jetzt mal sagen, mein Italienisch, ich habe in der Matur eine 6 gehabt, aber ich habe es seither nicht mehr benutzt. Das heisst, ich weiß jetzt nicht, wie gut es mittlerweile noch ist, aber ich würde sicher wieder sofort reinkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in St. Gallen beim Studium musst du einen Fremdspruch belegen und ich habe jetzt wieder Italienisch belegt und jetzt komme ich wieder easy rein. Chinesisch ist es so, dass ich einfach mega gern Chinesisch habe, weil es so etwas ganz anderes ist. Es tut irgendwie im Hirn was anderes aktivieren, es ist eine Challenge.
Und wieso so gut? Also erstens mal, danke fürs Kompliment. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Native Speaker oder quasi jemand, der das als Muttersprache hat, auch als gut bezeichnen würde. Aber ich würde sagen, ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, dass ich viel übe und immer wieder Vokabular auffrische, Grammatik anschaue. Im Chinesisch ist es mega wichtig, dass du Schreiben praktizierst und dass du vor allem Töne die ganze Zeit benutzt. Sprich, dass du chinesische Freunde hast. Und wie gesagt, meine Freundin ist ja aus Taiwan. Und das heisst, ihre Muttersprache ist auch Chinesisch. Und das ist dementsprechend, ich probiere eigentlich so viel Chinesisch mit ihr zu reden wie möglich. Dadurch, dass sie in Taiwan oft noch Englisch unterrichtet, führt das dazu, dass sie oft aufs Englisch switcht. Aber ich tue eigentlich lieber Chinesisch mit ihr reden. Weil ich außerdem der taiwanesische Akzent vom Chinesisch finde ich eigentlich der beste, der witzigste und der herzigste. Wir sind bei den letzten 2 Fragen. Leandro Fernandes, kann ich mal ein Fantreffen in Basel machen? Wenn es Interesse gibt, sehr gern. Grundsätzlich weiß ich jetzt nicht, ob ich wirklich so Fans habe. Für mich ist jemand, der Fans hat, eher so jemand wie der Roger Federer oder Cristiano Ronaldo oder für mich auch irgendwie ein berühmter Schauspieler oder sowas, der Neymar zum Beispiel. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ein kleiner YouTuber mit knapp 75'000 Abonnenten, ob der schon richtige Fans hat, weil schlussendlich bin ich einfach nur ein Videoproduzent. Ich nehme jetzt auch nicht irgendwie wichtig oder so dadurch, dass ich die Videos mache. Ich gehe es immer mit größter Demut als Hobby an. Dementsprechend, I don't know. Aber klar, ich kann mal ein Treffen machen, wenn das Interesse dafür gibt. Falls ihr daran Interesse hättet, schreibt es doch einfach in den Kommentar. Ich bin generell so, dass ich nicht gerne an ein Treffen gehe, wo quasi ein Lionel-Treffen ist, sondern ich gehe lieber einfach an ein allgemeines YouTuber-Treffen, wo auch andere gehen und dann ist so ein allgemeines Meet and Greet. Und wir sind bei der letzten Frage, eine 06 Q&A-Frage. Kann ich das Video beenden? Sehr gerne, das war es mit dem Q&A. Ihr könnt euch auf das nächste Video am Montag am 6 freuen, also nächsten Montag am 6. Das ist dann mit dem Adi Totoro und wir haben in Basel eine Stossnummer gemacht und die war wirklich mega witzig gewesen. Bis dann könnt ihr einfach auf mein Instagram vorbeischauen. Ich gehe nächstes Wochenende nach Italien. Ich freue mich sehr darauf. Ich besuche meine Freundin in Turin. Das heisst, wenn ihr ein bisschen interessiert seid, was dort so passiert, dann könnt ihr mir gerne auf dem Instagram-Link gerade in der Beschreibung vorbeiklicken und dort schauen, was ich so mache. Und ansonsten sieht man sich spätestens am nächsten Montag am 6. Merci vielmals fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss!